Part 51 von Fire Emblem Echoes Shadows of Valence. Wenn wir es in diesem Part hoffentlich schaffen, Akt Nummer 3 zu beenden. Ich hoffe es, aber es hängt noch von vielen Faktoren ab. Erstmal, wie schwach natürlich Bowie ist. Ciao, Bowie. Sehr gut. Dann ist eigentlich nur der Scharfschütze das Problem da oben. Also da oben, da links. Da links steht genau der. Was macht der Typ? So, schon mal besser. Dann Lien ist ja Kanonenfutter, wissen wir ja. Aber kann trotzdem erstmal hier noch ein bisschen schwächen. Vielleicht macht er einen Crit noch so, wäre auch schön. Erstmal treffen wäre natürlich ein Glanzstück, müssen wir gar nicht groß darüber nachdenken. So. Ja, Ziel ist, die alle platt machen. Ich würde mal sagen, auf geht's, wa? Ich überlege eine Triangelattacke und so. Und so, hoho. Excalibur! Ja, so geht's natürlich auch. Alter. Was für ein Schaden. Die Alte hat doch einen Schaden. Kommt hier keiner da unten hin, war lustigerweise. Frag ich mich doch direkt, warum. Oh, ja, lohnt sich nicht. Den Schaden auf uns zu nehmen, das lohnt sich leider nicht. So, wir können noch ein bisschen... Ich schätze mal, es ist der gute Saber, der einen kleinen Heal brauchen könnte. Lalala. Trifft mich auch noch von der Distanz aus, nicht schlecht. Er muss ja auch Erfahrung sammeln, wa? Auch wenn er nicht trifft. Ja, auch dann. Überlege ich gerade. Klar hat sie eigentlich viel Resistenz, wobei so bringt es natürlich nicht gerade viel. Ich hier unten hingehen würde. Auch mal hier stehen bleibe. Weil es kann ja trotzdem sein, dass ich irgendwie Training-Attacke ausführen kann. Nachher. Da muss natürlich anders vorgehen, wa? Erstmal muss Saber die hier ein bisschen dezimieren. Saber Crit! Nein, Saber, das ist kein Crit. Ich wollte doch einen tollen Saber Crit haben. Mhm. Würde ich jetzt auch am liebsten tun, wenn es irgendwie gehen würde. Kann ich irgendwie ihn jetzt platt machen? Ja, danke schön. Also hoffentlich treffe ich auch. Ah, sehr schön, Catfear. Dankeschön. Es haut halt rein, wa? Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe nachher noch zwei andere im Petto. Okay, ja. Müsste eigentlich schon aufgehen. Ein Crit trotzdem ganz nice. Ja, Aussagen ist auch cool. So, kriegst du den platt? Ja, kriegst du. So. Dankeschön, Palla. Perfekt. Eigentlich, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier mache. Ja, aber triff auch. Es wird das halt problemlos gehen. Wie viel kann sie laufen, ne? 4 Schritte. 1, 2, 3, 4. 2 Entfernungen den Plan machen mit Magie müsste eigentlich gehen. Dann mache ich Excalibur. Yo.
Reicht locker. Schaffst du ihn denn mehr? Mit Aura würdest du killen. Trefferquote ist eher ein bisschen bescheiden, das ist besser. Und vor allem, da du so viel Glück hast, hat er keine Crit-Chance. Da bist du jetzt sauer. Übrigens, was mir gerade noch einfällt, Leute, ich habe ja in der vorletzten Folge, glaube ich, erzählt, dass mit Magiern irgendwie doof gelöst ist in der Entwicklung. Sprich, bei Cliff zum Beispiel auf Alms Route, da war es irgendwie so, dass ich bereits entwickelt habe mit Level 15 oder so irgendwie. Auf Level 18 noch einen Move lernen würde. Da dachte ich ja so, ist ja voll scheiße, aber ist gar nicht so scheiße, weil die Charaktere hier lernen sie trotzdem noch nach. Einfach ein bisschen später, aber sie lernen es noch. Ich glaube, irgendwie die Differenz ist irgendwie so wäre. Also die Differenz, wo sie es sowieso gelernt haben. Als Beispiel jetzt irgendwie. Ich habe irgendwo ein gutes Beispiel, weiß gerade nicht irgendwie. Ja, Celica zum Beispiel. Die wird auf Level 20 dann irgendwie, glaube ich, Ragnarök lernen. Wenn ich es jetzt mit Level 16 entwickle, fehlen ihr eigentlich noch 4 Level, bis sie Ragnarök lernen würde. So, wenn sie sich entwickelt, ist sie wieder Level 1, dann braucht sie nochmal 4 Level, dementsprechend bis Level 5. Und dann lernen sie Ragnarök. Also irgendwie immer Differenz nach der Entwicklung, muss nochmal zurücklegen und dann lernen sie Attacken trotzdem. So, dazu jetzt erstmal hier. Celica macht's vor. Dankeschön, Celica. Perfekt. Da war es noch einer. So, wie mache ich es jetzt, wa? Lien ist aus dem Spiel. Saber. Balba ist aus dem Spiel. Saber auch, der hat schon genug getan. Sehr gut, Kumpel. Sehr gut gemacht. Sie war auch schon sehr gut, deswegen kannst du hier mal ihn heilen. Okay, dann haben wir Jenny. Sie hat dir eigentlich die Anrufung Purgativ. Sie mal Est heilen. Die gute Est. Was ist das denn für ein Fest? So. Weil, jetzt kommen wir alle darüber, wa? Unser ganzen... Naja, fast. Sind jetzt aber eigentlich alle geheilt. Perfekt. Dann kann mit Atlas noch rüberkommen, ein bisschen angreifen oder ein bisschen versuchen zumindest. Erholung. Das Ziel ist, dass die alle noch angreifen. Katri muss dann noch ein bisschen eine Stufe kriegen, wenn sie nachher entwickeln kann. Ja, schon wieder. Sonja, Level Up, mal gucken. Est. Noch ein bisschen trainiert werden in diesem Sinne. Ja. Mal gucken, war Donner mit Crit. Na, kannst du mal testen. Ja, reicht nicht ganz, naja. Was? Warum? Warum sind wir daneben? Was ist denn das für eine Scheiße? So. Jetzt reicht's aber. Delta-Attacke und tschüss. Das ist neu. Faszinierend. Muss ich da mal so erwähnen, darf ich Hofsache erwähnen, das ist jetzt durchaus faszinierend gewesen. Nee, Atlas, also dir gehört das sicher nicht. Katria wegen Level Up, genau. Da war ja was. Wir können wieder auf die Heilfelder gehen. Ja, wie erwähnt, durchaus interessant. Einfach ein bisschen Delta-Attack immer in solchen Zügen angewendet, wo die Animation aus hat, weil die sah schon jetzt sehr episch aus. So, Katria kann auch entwickeln, sehr gut. Kampfende. Ne, Bo ist draufgegangen. Shit happens. We've won. Somehow.
Yeah, but look at the temple. It's in shambles. I always thought it would be crazy beautiful, you know? I mean, Mela can't actually live in a place like this, right? I don't know. Let's go see for ourselves. We must discover exactly what came to pass in this place. Die Freien von Milas Tempel, na endlich mal. So. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, Freunde. Perfekt, weil es werden sicher noch ein paar Cutscenes und so kommen, weil wir müssen noch die Schleuse öffnen in beiden Gebieten. Und deswegen betreten wir Milas Tempel. Our queen is a beautiful, kind woman. But her siblings caused her terrible grief. Being family allows you to forgive some things you couldn't otherwise. Though I understand it also makes other things unforgivable. Jo, hat was. Great. We finally get off that infernal boat, and now it's the desert. Are you doing this on purpose, priestess? Is it personal? I want to get out of here before I dry up like a mummy. If I turn hideous and Valbar abandons me, it's your fault. What did you say? Valbar isn't the sort to judge people by their appearance? You think I don't realize that? I know him far better than you. God, it really throws me when you're so rational and correct. Ach, liebe mir vor, sobald sowieso Geschichte bist und ich zum aktiven Team gehöre, sag's mal so. Ja, Barrikaden. Wir sind uns wieder sehr schön. Seit wann kann man auf Barrikaden draufstehen? Seit wann kann man sie einfach passieren? Eigentlich müssen sie zerstören, dann kann man passieren. Das hat mich halt hier ein bisschen ja, aufgeregt. In der Folge, die ich nie aufgenommen habe, die wieder drauf ging und so. Ah, Zahnräder, cool. Kann man da ein bisschen mehr einsetzen, die ganzen Zahnräder und so. Ganz geil. Ja. Team ansonsten. Etwas mit dem Stahlbogen ein bisschen trainiert, also beziehungsweise Stahlbogen auch upgradet werden, dann wäre es schon mal sehr gut, wäre schon mal sehr zufrieden. Vielleicht Catria. Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich genug Kohle, oder? Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Statue der Mila zum Keller. Die Gemächer, gehen wir zur Statue, wa? Reden, mit der Statue reden, ja, warum nicht? Bin ich einfach den Honig vergessen. Heilige Mutter! Was ist denn da in der Mitte? Okay. Nichts zu mitnehmen, leider. Oder zum Glück, weil wäre sonst irgendwie Diebstahl und so und keine Ahnung. Okay. Mila kann lachen, wie das... egal. Okay, ist nichts Neues. Weiß nicht, Opfergabe. Hier, Trinkwasser. Ja, die Göttin sind ein bisschen... Jetzt, was man gerade so anguckt, die Statue, hat ein bisschen was von Tiki, wa? Aus, ja... Awakening und Shadow Dragons. Du hast die Mutter von Tiki, ich komme ein bisschen durcheinander mit den Namen bei den ganzen Manaketen und so. Ist auch egal. Neue Klasse, für Catria, heißt neu, wissen Sie ja. Auch sie... Genau wie Palla, wir nun zur Falkenritterin. Damit fehlt nur noch Est und glaube ich mit 3 Falkenritterin-Schwestern eine Delta-Attacke ausführen können, das wäre echt heftig. I'll do all that I'm able. Perfekt eigentlich, ja? Catria, Palla sind beide schon mal stark drauf. Wie man es bereits kennt, Palla hat ein bisschen mehr Angriff, Catria ist dafür schneller, mehr Fähigkeiten, noch mehr Glück. Verteidigung haben jetzt beide gleich viel, ein bisschen mehr Resistenz. Okay, also Palla ist eigentlich jetzt nur noch im Angriff stärker. Und Est hat halt vor allem verdammt viel Resistenz. Gehen wir zum Keller. Ich finde da noch irgendwie etwas Interessantes, dass der Kontrollraum war. Who are you supposed to be? Me? I'm the one what guards this here sluice gate. How's that? You want me to open it? Bah! I won't do nothing of the sort. The gate opens for Zophian royal blood, not some random whippersnappers. Go on! Shout orders at an old man! Won't change my mind none!
Das dürfte kein Problem sein. Die Frage ist jetzt bloß, wie kriege ich es auf, wa? Was, der Erfahrung sprudelt hervor. Okay, ganz schlecht. Muss jemand sich bald entwickeln? Ich glaube es eigentlich eher weniger. Ah doch, Ace natürlich hat jetzt schon ein bisschen nötiger. Atlas wäre so langsam noch ein bisschen froh, aber ihm ist noch zu früh zum Entscheiden. So, direkt nochmal. Weil bei der Schlange mal kein Level Up war. So, kann ich auch entwickeln. Sehr gut, sehr gut. Okay, ist noch alles Wasser. Ich kann also nichts machen. Ja. Muss irgendwie mal eine Schleuse aufkriegen, wa? Wobei, das dürfte nicht das Problem sein. Also zumindest theoretisch nicht. Weil bei allem konnte ich ja nichts machen, also muss es irgendwie hier ja aufbekommen. Zwei kamen nochmal 6 Angriff, nochmal Verteidigung dazu, krass. Valba, der Baron der Nacht. Oh yeah. Alter, Valba und Lucas werden alle so blockieren. Schwerer Panzer, hä? Hat das Ding auch drauf? Lucas? Glaub nicht, oder? Ah, doch, hat er auch. Gut. Natürlich hat er das auch. So, oh, Valba, jetzt. Gehen wir in die Halle, mal gucken, was hier abgeht, weil eben irgendwie muss er das Ding aufkriegen. Nervöse Dame, Geistliche. Ah, wir haben ja noch viel, wa? Aber ich will alles noch in diesem Part machen, Leute, weil, das Spiegelbild dachte schon, wäre irgendwie was. Genau, will ich jetzt machen, wenn wir dann in der nächsten Folge echt mit Akt 4 beginnen können, endlich mal. Aber erstmal quatschen. Halsud, okay. The lands north of the temple are ruled by a man called Dolph. As an archcantor of the Duma faithful, he summons necro dragons to his aid. It's said all who trespass on his land become fodder for the arisen beasts. Ja, Entschuldigung, war gerade ein bisschen abgelenkt. War irgendwie ganz seltsam hier bei mir. Aber egal, einige Mecher. Mal gucken, was hier abgeht. There ain't no one here. Where's this Earth Mother of yours hiding, lass? I don't understand. Why isn't she here? She's supposed to be here. Princess Antise! Irma, tell me what happened. I beg forgiveness, Your Highness. I had no idea the temple fell to the Empire while I was prisoner. They took Milla, and Your Highness's circlet as well. It's unthinkable. There are no knights, only blasphemers and thieves. The Regalians hold Milla captive? You're certain of this? I am, Your Highness. Emperor Rudolph led the charge himself, sealed her powers, and took her away. To where? I fear I know not. Rudolph himself? Mother Milla, you must save us! Mother, please! This is Zophian soil. The Regalian Emperor would do well to state his intentions.
The King's Fang. The mother may deduce my intentions. From this blade, you know what it signifies. Indeed. It means you are in violation of the Accord! Damn you, Duma! Now hold on just a tick. We get to the temple and everything's taken care of. That was the deal. Unfortunately, none of us expected the mother to have stepped out. Nothing like this has ever happened before. Well, I guess now we know why the soil's gone barren. It's been cut off from Milla's bounty. What do we do now, milady? The only thing we can. We find the mother and bring her back. Please take this as kindly as possible, milady, but... Are you mad? How exactly do we bring her back? And from where? I don't know. But if the Regalian army took her, she'll be somewhere in the Empire. And since we've already come to the border, we might as well continue into Rigel. Hold on just a moment. You're saying we invade Rigel? This isn't a motley band of pirates or thieves. It's an entire empire of them. We should all take a step back and consider our options. No amount of thinking will change the situation. Come, Bowie. This isn't the first time we faced hopeless odds. And when people told us to give up, did we run? We need to trust in our abilities. We've come this far for a reason. And that reason is restoring Milla to her rightful place. She's still the only one who can save the world from this chaos. Nay, she isn't. Hmm? Well, go on. Please, don't leave us in suspense. Milla cannot save this world, but you can. Princess Antise. How did you... I bear you a gift. Lady Librica's circlet! What? How is it that you possess this? A question for another time. Are you prepared to accept it, Princess? How do you mean? This is no mere memento of your mother. It is a crown, and accepting it is a kind of coronation. As Princess of Zofia, are you prepared to wear this and ascend the throne? I'm afraid I know little of kingdoms or the scope of rule. But I have people I wish to protect, both here and elsewhere. I wish for this by my will alone, for my own happiness. Is that resolve enough? It is indeed. Princess Antise. This crown is now yours to bear. I accept it willingly. I am yours to shape, Mother Milla. Ja, ein bisschen wenig, aber sonst cool. Celikas Klasse ist jetzt Prinzessin! Wie geil ist das denn? Und wie konnte Kaiser Rudolf aber eine Göttin versiegeln? Ich meine, die war so mächtig irgendwie und dann... Vielleicht lag es im Schwert, war? Irgendwie, weil... Ja, hat einfach geheißen, ja... Die Göttin wurde entführt, aber wie genau? Da haben wir jetzt nicht gesehen. Wow, Celica. You look so beautiful. It's not Celica anymore, dummy. Isn't that right, Princess Antise? Your Highness? Ma'am? Celica is just fine, you two. Though from this day on, I will no longer conceal my identity. I expect that will bring us even more hardship than we faced till now. But I hope I can still count on you all. Yeah, all right. Guess I'll go along and swear fealty. It suits you, lass. Or should I say Princess Antise? Anyway, our loyalty belongs to you. For now and always. Thank you all. Truly. Milla was taken by Jeddah, priest of the Duma faithful. They're keeping her in Duma Tower.
the seat of their foul cult. And that's where we must go. If you're headed into Rigel, seek a man called Halcyon in Sage's Hamlet. He is an able soul, and will most like assist you however he can. I will seek him out. Thank you. Surprisingly enough, I think I'm starting to get used to him. He's not a bad sort, and he clearly cares about my well-being. I really can't ask for more in such times. And yet, he's not without his mystery. I get a strange sense of nostalgia when I'm near him, though I've no clue why. Heißt ja eigentlich, dass doch ihr Bruder Conrad sein muss, wa? So rein theoretisch, aber naja. Someone at the castle said that when Lady Liprica first held you in her arms, she swore she would never let you stand before Milla. What do you suppose she might have meant by that? Woher sollen wir das wissen? Rudolph used the divine falchion to seal Milla's powers before taking her. A treasure given him by the wicked god Duma, no doubt. Aye, finding Milla may just be a matter of reaching Duma Tower. But Duma himself can only be slain by Falchion's edge. Hä? Das Falchion? Wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Gab es das damals beim originalen Fire Emblem 2, also Gaiden hieß es damals, gab es das auch schon? Weil Falchion ist ja, wir wissen es ja, es ist eine Waffe von Marv und dementsprechend der Königsfamilie von Marv. Auch Chrom und Lucina und so weiter, aber, hä? Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. So, unsere Prinzessin hat, wie es aussieht, nichts Neues gelernt. Warum auch? Sie ist sowieso noch krass drauf und so. Ja. Schön. Und, jetzt? Weil eigentlich, hey, wir müssen doch noch was machen können. Ich bin gerade leicht verwirrt, Leute. Rausgehen kann es irgendwie nicht sein, glaube ich jetzt. Ah, logisch, wenn ich eine offizielle Prinzessin, jetzt kann ich es mal wieder öffnen. By the mother! That circlet! Symbol of the Zophian throne it is! Then you must be the missing Princess Antis. I thought I'd never have the pleasure, Your Highness. You must have come to inquire about this here sluice gate, huh? Well, of course I can open it. All is as Your Highness desires. One small issue, Your Highness. Opening this here gate isn't enough to let water flow freely. You also have to open the western gate. The western sluice gate, you say? That won't be a problem. Oh? Then you've news from the west? Not exactly. But I can't imagine Olm would let this situation continue. He'll see the gate opened. I'm sure of it. Won't you, Olm? Natürlich wird er. Was auch sonst. Sehr gut. Ist jetzt hier im zweiten Keller Wasser abgeflossen? Komme ich jetzt darüber oder wie sieht's aus? Sieht auf den ersten Blick so aus. Auf dem zweiten aber noch nicht. Okay. Ja, okay. Der Part wird doch ein bisschen länger dauern. Ja, ich will alles hier reinquetschen. Tut mir leid dafür. Gehen. So. Kommen wir relativ schnell wieder hier raus. Und dann natürlich das gleiche hier nochmal. Ausgang. So. Dann Alm betreten und Schleuse öffnen, würde man sagen. So, noch gequatscht habe ich schon mal. Kontrollraum. Mach die Luke auf! Now that the temple sluice is open, we can open the gate here as well. Still, I do find it curious. Only members of the Zophian royal family can open the sluice at the temple. Are you serious? Makes you wonder if Princess Antis is alive after all. It would make for a fine story, that's for sure. Oh my, yes. Eigentlich war es ein alter Mann und nicht die Königsfamilie von Sophia. Aber naja. Antis. Did a member of the royal family really open the gate? Celica, are you? Ja, langsam schnallt das.
Through the combined efforts of Alm and Celica, the Empire's plans to flood Zofia were thwarted. The arc of her destiny now clear, Celica embraced her identity and set forth. Meanwhile, Alm, having learned his friend was in truth Zofia's Princess Ontees, renewed his own oath to defend Zofia from the Rigelian Empire. However, a dark creature had his own plans for these fated children who bore the brand. So, they've opened the sluice. This is a fortuitous and most welcome turn of events. That feisty girl is certain to come looking for Milla. And when she does, I shall be waiting to scoop her up. Perhaps I might even go greet her myself. Oh. Das klingt nicht gut, Freunde. Wie sieht's aus? Kommen wir bereits zum 4. Akt oder was ist los?